Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Vanuit die ondergrond. Vanuit die ondergrond. Shit. Ik skapen in mijn skriflaat voor jou pap as ek in dig praat. Verstaan nou hoe ek lig maak soos dit swaarder in my dig raak. Veral daar in die midpad voor dit aan mekaar gesit raak. Nou kan jy sien hoe bou ek vir my paragrafe ruggraat. Nou is ek een met die skepper wie ons systeem bevestig. Want ek bring klankgolwe wat die ontegeen die vleg en klank. Blaas lewe wat later klompe beentjies zeg en dan laat klankpatrone uit my mond die Heer die reg bedank. Soos ek liggaamsdele skep tussen horisontale lyne. Bondel my spraak en stel al die klompie organe suiwer. Selfs na die verdwyning van die hartslag
slag sal jy steeds vir een en elk wys. Hoe was die harnas ingeweef? Sien elke bladsy as 'n karkas as jy lees. En hoe die rym eintlik die ark was van die gees. Ja, bewyse dat ek daar was in die vlees. En so sal sy my as die Parnassus beleef. Die vaste bewyse is die rym wat ek skape, wat agter gaan bly, want dis my brein se geraamte. Wat gedagtes gaan uiter as ek uitsteer op aarde. Dis hoe ek vir my in rymklets begrawe. Die vaste bewyse is die rym wat ek skape, wat agter gaan bly, want dis my brein se geraamte. Wat gedagtes gaan uiter as ek uitsteer op aarde. Dis hoe ek vir my in rymklets begrawe. Ja, Rijnberg, die prontamente wat die versetskom kan skenk. Van sielskos is as 'n konsert van hom gemeng. En hy lê die fundament met wat hy sê met mond of pen. Benodig klank vir liggaamsbou en hy bewerk 'n klomp sement. Maar hy's 'n menslike planeet, so elke verse kontinent. En hy's diep, so kom ek stel jou in die erts en grond bekend. Want dit is toch harder as jou skedel wat been is. En dit dra meer kosbaarheid as jou edelgesteente is. En as hulle die dag die hart van my dood verklaar, weet ek die rymkuns gaan die kardiologie dra. Waar hul pulsering die archeologie pla. Die skedel gaan bly dat die harsens was voor jou daar. So vat die invisible gat in die physical. Wat ja, dit klink vir jou, ek grap, maar dis spiritual. So trap voor 'n middelstil, sluit jou oë, kyk in die spieël. Deur die fisiese stryd in die siel. En sien die vaste bewyse is die rym wat ek skape, wat agter gaan bly, want dis my brein se geraamte. Wat gedagtes gaan uiter as ek uitsteer op aarde. Dis hoe ek vir my in rymklets begrawe. Die vaste bewyse is die rym wat ek skape, wat agter gaan bly, want dis my brein se geraamte. Wat gedagtes gaan uiter as ek uitsteer op aarde. Dis hoe ek vir my in rymklets begrawe.